Montagmorgens, 6 Uhr in Herrenveen im Norden der Niederlande. Samantha Bau macht ihren LKW für eine kurze Fahrt startklar. Im 60 Kilometer entfernten Kampen wird sie Müll laden und diesen in die nördlichen Provinzen Friesland transportieren. Für die 40-Jährige ein absoluter Traumjob. Ik ben elke maandag blij dat ik weer mag gaan werken. En ik meen het. Zondagsavonds denk ik, oh nee, maar dan, morgen moet ik weer. Maar maandag kom ik bij de auto en dan denk ik wel van, oh ja, we kunnen weer. Ik rij al vanaf mijn 19e, dus 21 jaar. Mit dem LKW-Schein frisch in der Tasche bediente die Niederländerin sofort internationale Routen, um die weite Welt zu sehen. Seit einem Jahr transportiert Samantha ausschließlich Schüttgut und Müll zwischen Holland und Deutschland. Vanaf dat ik klein was wilde ik als chauffeur worden. En volgens mij ben ik zindelijk geworden op de auto. Want het is echt klein nog dat ik met papa meeging. Het was een beetje mijn jongensdroom. Voor een meisje. Mijn vader reed ook buitenland met kippen. Dat was in de tijd, toen moest hij alles nog met de hand, moest hij zelf nog sokken tot hier. En dan moest hij zelf nog de kippen in die kooien doen. Mijn vader vond het eigenlijk allemaal maar niet zo'n goed idee dat ik ging rijden, want ik kon best wel goed leren. Maar mijn vader vond het echt zonde van mijn opleiding als ik op de vrachtwagen zou gaan. Toen heb ik me ook wel ingeschreven voor de opleiding van verloskundige. Alleen toen ben ik uitgeloot. En ik had niet echt iets wat achter de hand. Dus toen ben ik langs de snelweg bij het benzinestation gaan werken. En dat was 's nachts. En er kwamen heel vaak chauffeurs koffie drinken. En dat was in de tijd, dan mocht je nog uit je glazen kommetje. Die cachères mogen nu niet meer uit de glazen kommetjes 's nachts. Maar toen mocht dat nog. En toen had je nog gewoon een koffiezetapparaat. En dan zette je koffie voor die jongens. Ja, het was gewoon hun verhalen en alles wat zij meemaakten. Ja, goed, natuurlijk ook wel die auto's. Toen ben ik met rijlessen begonnen. Een hele oude Volvo. Dan maar geen verloskundige. Dan maar geen 4.000 euro in de maand. Ik wil dit. Reifen wechseln statt Windeln. Nun ist der Truck ihr Baby und Samantha ist genau dort, wo sie immer hin wollte, hinter dem Steuer eines LKW. 20 Jahre Erfahrung kann sie mittlerweile vorweisen. Heute fährt die Niederländerin ihren eigenen Truck mit Schubboden. Ik ga strookkalk laden. Dat is bedding voor koeien. Daar hebben ze even iets meer comfort. Bei der Firma in Kampen lagern 280.000 Tonnen Schüttgut in Silos. Samantha parkt ihren 9.600 Kubikmeter fassenden Hänger unter dem Einfülldom. Geladen werden 26 Tonnen Stroh, Kalk und Flachs. Die Mischung findet vor Ort beim Beladen statt. Nou, jij weet precies wat je moet laden. Ja, gewoon erin maken. Ja. Mijn bonnetje heb ik aan de sjouwmachinist gegeven. Dan weet hij wat ik kom laden en hij schept de producten bij elkaar. Die gooit hij in de menger. Die mixt dat. Nou ja, en dan beginnen die trechters te lopen. En dan komt het bij mij in de auto. Het is niet mijn favoriete locatie. Vooral omdat het vaak zo lang duurt met het mengen. En iedereen heeft wat anders nodig. En nu valt het mee, maar het waait hier normaal altijd heel hard. En dat is voor je dakzeil niet zo fijn. Als de wind verkeerd staat, waait het zeil omhoog. Im Norden von Norwegen ist das Ehepaar Krämer mit einer Fähre zwischen Drag und Schöpsvik unterwegs. Im Winter bleibt die Sonne unter dem Horizont und taucht das Land in ein besonderes Licht. Bei minus 15 Grad wagen sich Michel und Dani an Deck und bewundern das Naturspektakel. Das ist einfach so ein Schauspiel, das hat man jetzt nur zu dieser Jahreszeit. Das ist ja nicht lange und ist doch herrlich anzusehen.
Das ist so schön. Es ist eben halt dieses Gesamtpaket, so mit den Bergen jetzt hier. Schon den ganzen Tag hast du den Mond vor der Nase. Das ist schon was Besonderes. Oder? Hast du noch einer, der dich anzwinkert da? Guck mal, da ist ein Gesicht, der dich anzwinkert. Ist zwar noch nicht ganz so fröhlich gestimmt, aber er hat das eigene Auge zugekniffen. Muss ich gucken? Muss ich gucken? Nein, bleib da. Tiger, nein. Ribbefjord? Termak? Ribbefjord? Ramberg? Ach, das ist von Chris. Oh, sag mal. Zur Abladestelle sind es laut Plan nur 2 Kilometer. Das Navi aber führt Michel und Dani auf eine Nebenstraße. Müssen wir hier hoch? Ja. Sicher? Ja. Okay. Das Navi führt die beiden immer tiefer in ein Wohngebiet. Die Straßen werden immer enger. Und du sagst, wir müssen hier hoch? Ich glaube es nicht, aber gut. Okay. Also, ich weiß nicht. Meinst du? Steht dran. Ja. Boah, das sind immer Buden, da kriegst du die Krise mit. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich sehe jetzt hier schon wieder schwarz. Ja, ich auch. Und wie willst du hier wegkommen? Hier kommen wir nie wieder weg. Wir sind verkehrt. Ja, wir sind total verkehrt. Ja, das wird hier jetzt ganz prickelnd. Das wird ein... Du kannst ja nicht drehen. Oh. Er muss jetzt alles rückwärts machen. Oh Mann. Der Boden ist eine einzige Eisfläche. Er muss jetzt eben halt hier Schwung haben, um jetzt gleich um die Ecke zu kommen. Und das ist das Problem jetzt gleich. Vor allem, weil Michel den LKW rückwärts rausmanövrieren muss. Jetzt rutscht er schon. Das wird nichts. Die letzte Steigung schafft der Truck nicht mehr. Und jetzt wird es immer glatter. Michel hat bereits die automatischen Ketten betätigt. Das Kettenrad fängt an zu drehen und wirft kontinuierlich kurze Stränge unter das antreibende Rad. Vergeblich. Ich weiß jetzt nicht, ob er gucken will, dass die Autos da jetzt wegkommen, dass er da irgendwie auf den Teller dreht oder so. Michel greift zum letzten Mittel. Eisketten. Ja, wir haben verkehrte Adresse bekommen. Das ist die Kantoradresse. Und jetzt haben wir hier einen Weg, wo wir nicht wegkommen. Und jetzt schnell die Ketten auflegen. Ich hoffe echt, dass er das hinkriegt. Aber das ist immer so. Wir haben so oft schon so eine Stellen in Norwegen. Da muss man denkt man, soll ich da reinfahren? Soll ich da reinfahren? Und da muss man da rein. Ja, heute fahren wir rein und es ist natürlich total verkehrt. Da reichen die Spikes nicht mehr, die automatische Kette reicht nicht mehr. Fährst du vor? Ja. Jetzt müssen spezielle Ketten mit aggressiven Haken helfen. Gut. Noch ein bisschen. Gut. Zum Glück sind die Krämers zu zweit. Ich bin ein bisschen pessimistisch. Und wenn ich merke, dass er nervös werde, dann werde ich auch nervös. Richtig nervös. Michel muss die Ruhe bewahren. Sollten die Eisketten auch nicht helfen, bleibt nur der teure Abschleppservice. Aber ob der bei den engen und spiegelglatten Straßen dann auch kommt? Die größte Herausforderung: um den Berg rückwärts hochzukommen, muss Michel Vollgas geben. Oben am Berg aber macht die Straße eine steile Linkskurve. Schafft Michel die enge Kurve nicht oder rutscht ab, landet er direkt im unbefestigten Berghang. Hast du den Auflieger wieder hochgepumpt? Nein, der ist runter. Ja, aber du bist ganz schön dicht dran, ne? Die Eisketten waren die letzte Rettung. Nach insgesamt 2 Stunden Nervenkitzel ist der LKW wieder auf Spur. Oh. Perfekt. Oh. Ich bin froh jetzt, weil wenn da jetzt ein Ficking kommen muss, um uns rauszuholen, das geht richtig in die Tausende. Und das bezahlt ja kein Mensch.
Das würde bedeuten, das Betriebsergebnis geht wieder richtig in den Keller. Er hat's geschafft. Der Italiener Christian hat auf einem Rastplatz nähe Bourg-en-Bresse im Osten Frankreichs übernachtet. 1100 Kilometer entfernt von zu Hause und seiner Freundin. Zu seiner Abladestelle ist es nicht mehr weit, aber das miese Wetter drückt auf seine Stimmung. Perché oggi sto tempo non ci aiuta. Quando dormi è bello. Stai con i riscaldamenti, sotto le coperte, stavo bene. Infatti inizia a piovere ma da ieri sera, appena entrato in cabina, comincia a sentire le gocce sulla cabina e ha continuato tutta la notte. In jedem Job gibt es Regentage, aber Christian möchte keine andere Arbeit machen und bewundert die Lkw-Fahrer von damals. Sono iscritto a dei gruppi dei veterani. Adesso non vorrei dire una cavolata, ma negli anni 60-70 c'era la tratta dell'Asia. E io vedendo quei ragazzi, che ai tempi erano ragazzi, adesso comunque sono persone anziane, magari anche in pensione, attraversare davvero paesi e continenti senza tecnologia, solo con la cartina, io ho tantissima stima di loro, anche perché poi hanno dei racconti che io starei ad ascoltarli per ore e ore e ore, soprattutto ai tempi che non c'era il navigatore, non c'erano neanche i telefoni. Cioè è una cosa che solo a pensarci adesso, se devi fare un'ora senza il telefono, 30 km, cioè tu stai perso perché devi vedere il traffico, devi vedere informazioni, il navigatore è uscita prima, e con camion che avevano solamente un volante e un sedile attraversavano il mondo. Quelli non sono Serie A, quelli sono Champions League proprio. Non vorrei mettere il lavoro davanti alla famiglia. Però un'esperienza, 2-3 viaggi in quelle zone mi piacerebbe farlo. E ovviamente non è un viaggio che dici oggi parto per l'Iran e vado. Serve una preparazione, una conoscenza tale, devi essere guidato magari da chi già l'ha fatto, devi avere una preparazione anche da parte dell'azienda a livello di documenti e a livello burocratico. Träumen soll ja gut für die Seele sein. Aber jetzt muss Christian erstmal den Abnehmer für die 6 Tonnen Luxuskleidung finden. È la prima volta che vengo da questo cliente, che poi è un grande trasportatore, e questa è una delle tante sedi. Quindi sto cercando di capire dove sia l'entrata, e dal navigatore sembra che sia in fondo alla via. La speranza è di non perdere tantissimo tempo, così che subito dopo pranzo mi trovo già dal secondo cliente a fare l'ultimo scarico. Okay, c'è una guardiola, quindi mi devo andare a registrare. Documenti. Ok. Ok, c'est bon, merci. Der Italiener muss zum richtigen Ladedock. Für den Mann aus dem warmen Aprilia, 50 Kilometer südlich von Rom, ist die nasse Kälte nur schwer zu ertragen. Zur Freude von Christian übernehmen die Lageristen das Entladen der 24 Pakete. Di solito durante le operazioni io entro e controllo lo scarico e il carico, perché anche durante lo scarico potrebbe succedere qualche cosa, potrebbero far cadere una pedana, rompere un pacco e poi darti la colpa a te. In questo caso è tutto controllato, quindi stiamo tranquilli e attendiamo in cabina, visto che il tempo non ci permette di stare fuori, di finire e di partire. Però ancora sentiamo che entrano ed escono dal semirimorchio in continuazione. Sono altri 10 minuti ci vogliono tutti per terminare lo scarico. Das Entladen geht ohne Zwischenfälle vonstatten.